Guten Tag, ihr Leid, zum muskulösen Wardrum spielen und wir gehen gleich rein zum Boss vom Dschungel. Den habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe den einmal bisher bekämpft und besiegt. Aber da habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken, was ich heute nicht habe, wie ich gerade sehe. So, Planungsphase. Okay, das ist ein Baumdrache. Im Moment bewegt er sich nicht, aber das wird er bald. Und deshalb müssen wir jetzt so viel Schaden wie möglich machen. Zerbricht nach Verringerung des Schadens. Leider geht nicht das, was ich vorhatte. Das geht. Kein Problem. Ich habe da viele Sachen vor. Mal gucken. Ja, wir gehen erstmal die anderen hinsetzen. So. Seht ihr übrigens, dass das Schlachtfeld irgendwie klein ist? Da gibt es noch einen Trick. Seht ihr an meinem Zwinkerauge, dass es da noch einen Trick geben muss? Ja, Moment, wir müssen ihn nach vorne bringen. Wir machen ihn hierhin, ihn dahin. Ja, sie setzen wir da mitten rein. Und die beiden nehmen wir so. Okay, sollte passen. So, wir gucken uns erstmal den urtümlichen Beschützer an. Der urtümliche Beschützer ist der Hauptbewahrer des Rhythmusdschungels und ein von Mutter Rhythmus erschaffenes Konstrukt aus Glutherzbäumen und Rhythmusmagie. Es hat Immunität, also gegen kränklich. Kann nicht gestoßen oder gezogen werden. Aha, das ist schon mal gut jetzt gerade für das, was ich vorhatte zu wissen. Es ist zäh. Erlittener Schaden durch Blut und vergiftet werden um 80% reduziert. Es hat einen Feuerodem. Aber wenn du ganz nah dran stehst, trifft er dich nicht. Es hat eine infektiöse Druckwelle. Wenn du ganz nah dran stehst, trifft es dich nicht. Es kann ein Totem erzeugen, das ist nicht cool. Klauenfähiger, bla bla bla. Abheben, ja, das ist mein Problem. So, jetzt pass mal auf. Folgendes. Moment, was ist denn das da? Halt. Das da. Leichtfüßig, Brutalität. Wenn du ein Ziel tötest, haben Gegner in der Nähe eine Chance von 50% für 2 Züge erschüttert zu werden. Belege jeden Gegner, durch den ich... Was ist denn das da? Wo habe ich denn das hergekriegt? War das eben gerade das, was ich gekriegt habe? Okay, cool. Nehme ich mit. So. Kann ich schon mal ein Ultimate machen? Schatten, verborgen, handeln, reduziert, Schleier, bla bla bla. Weil wenn ich den nämlich schon machen könnte, dann würde ich das nämlich auch tun. Aber nicht jetzt. Erstmal will ich so angreifen. 132 Schaden ist nicht viel. 70 sind 140, ist schon besser. Und so macht 250 Schaden. Aber ich kann auch mal probieren, wie das mit dem Heranziehen ist. Funktioniert ja nicht, aber es macht mich unsichtbar. Er kann ja nicht zu mir gezogen werden, aber er macht mich unsichtbar. Und das ist recht praktisch, um mich jetzt hier hinzustellen. Und vielleicht einen Wurfanker zu machen. Nee, ist schon in Ordnung. Wir verstecken uns... Ja, komm, wir verstecken uns da drin. So. Ready. Das hätten wir besser timen sollen. Obwohl, das funktioniert. Pass auf. Ich kann nämlich jetzt da reinhüpfen. Hehe. So. So. Wie weit kann ich hingehen, um ihn noch zu treffen? Ja, reicht. Nehmen wir mit. Hätte ich wieder zuerst Angriff tröten sollen, hätte ich machen sollen. Habe ich aber nicht. Kann ich ja jetzt noch machen. Ah, stopp, da will ich nicht durchgehen. So, was kann er machen?
Er kann da nicht durchgehen, bitte. Danke. Bringt das was? Nee, aber ich kann ihn aufladen. Also nicht den da. Alter, ich kann mein Ultimate aufladen. Ernsthaft jetzt? Wie weit ist denn mein Ultimate? Der ist auf 100%. Boah, ich lade jetzt mein Ultimate auf. Das wird ja geil. Das wird ja geil. Pass auf. Das ist ja geil, dass das funktioniert. So. Wer fehlt noch? Ah ja, der Le Trommelier. Nein! Le Trommelier sollte eigentlich Verteidigung trommeln auf den Bogenschützen. Au. Cool, danke. Solange er nicht abhebt, ist alles in Ordnung. So, jetzt pass auf. Folgendes. Du gehst jetzt dahin und zeigst jetzt mal, wie das da aussieht. Okay. Aber wie... Wo steht, was ich machen muss? X hämmern und dann A. Das machen wir jetzt, oder? Naja, und so. Das hat nur 300 abgezogen. Das ist irgendwie... Da mache ich ja... Moment. Was bedeutet gerade das? Was bedeutet gerade das? Komm mal her. Na, komm her, du. Jetzt... Ach komm, lass dich doch mal angucken, Junge. Stell dich nicht so dran, du Eumel. Echt jetzt, so. Lebenspunktestärkung, Schadenstärkung, Einzug und das da. Konterhaltung, Einzug. Reagiere auf Nahkampfangriffe mit einem Gegenangriff in der Rhythmusphase. Okay. Okay, guti. Gut. Wir hier sind noch eher verborgen. Und dann machen wir das einfach so. Hauptsache ein bisschen Schaden gemacht. So, und dann verstecken wir uns hier. Was ist denn das da? Schneidender üppiger Busch. Nee, das ist schon in Ordnung. So. Der Bogenfritze. Der Bogenfritz. Der fährt ein Auto ohne Sitz. Ja, komm. Stell es mal hier hin. Dann darf sich der Bogenfritze da hinstellen. Dann machst du da mal ein bisschen Schaden, bitte. Oder kriegt man das auch besser hin? Nicht wirklich. Nee, okay. Will ich mal ein Ultimate machen? Nee, eine Ultimate verballert reicht. Das ist schon in Ordnung. So. Bogenfritze. So, guck mal. Und wir sind halt auch einfach... He'll make it quick. Sorry. So, nein, ihn schon... Genau. So. So. Und jetzt haben wir noch ihn hier. Der kann theoretisch ein bisschen Angriff trommeln oder aber mal ein heilendes Pulver für ihn hier springen lassen. Denn dem Hausi geht's nicht gut. Und jetzt sind wir mal ein bisschen hau du auch mal ein bisschen drauf. Bringt ein bisschen. Ein bisschen ist ein bisschen. Alles gut. Oha. Ja, das ist natürlich schlecht. Naja. So, so hat er den... Ah, er hat Blutenschaden, gell? So. Okay, Mädels. Pass auf, du brauchst dich eigentlich nicht mehr zu verstecken. Denke ich mir gerade so. Stattdessen stellst du dich jetzt dahin und haust den. Einfach mal hauen.
Jawohl, ungefähr so. Und jetzt darfst du dich wieder da hinten hinsetzen, ja? Alles gut. Was ist denn das lila Runterdingens, was er da hat? Ah ne, das ist einfach nur dieses Infektgedönse da. Ja, dann kriegt jeder jetzt eine Salbe und gut ist die Laube, oder? Dann kriegt jetzt jeder eine Salbe und gut ist die Laube. Hab ja noch genug. Also, habe ich jetzt ihn geheilt? Ja, okay, auch nicht schlimm. Kein Problem. Kein Problem. Er gibt jetzt dir eine... Habe ich gerade wirklich... Langsam. Langsam. Ich muss jetzt mal gucken. Ich nehme die Salbe für mich selbst. Oder die Blätter. Weil ich es kann. So. Ja. Okay, du hast halt Pech gehabt, Junge. Du hast halt einfach Pech gehabt. Aber kann ich mich nicht da reinstellen? Und dann schießen? Ich meine, ich treffe ihn ja trotzdem. Ja klar, mache ich. Naja. lief nicht so gut, ich habe dicke Finger. So, und du? Willst du nochmal draufhauen? Oder, komm, mach mal Heilung. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, Heilung zu trommeln. So. Guti. Wir sollten eigentlich deutlich mehr Schaden machen, bevor er anfängt rumzufliegen. So, und jetzt kommt ein mega grafischer Effekt. Der Gegner ist plötzlich oben. Na, sowas. Haben wir ja noch nie gesehen. Also haben wir wirklich nicht. Das Problem jetzt ist halt, dass wir ihn nicht mehr erwischen können, weil er fliegt. Kann nicht mit Nahkampfangriffen getroffen werden, erleidet aber plus 20 Schaden von Fernkampfangriffen. Und Fernkampfangriffe ist von ihm hier. Nein. So rum. Da sitzt wer. Moment. So, jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Ja, das sind Fernkampfangriffe. Und das da auch. Okay. Ne, die lassen wir hier sitzen. So. Wir bringen alle mal in Stellung. Den stellen wir da hinten dran. Trifft er? Ja, er trifft. So, du darfst dahin gehen. Ja, nicht die Falle tappen. So, und jetzt... Ne. Du darfst... Oh. Warte. Okay. Ja. Kannst du noch eins näher dran gehen? Gut. So, jetzt zu dir. Jetzt gehst du dahin. So. Und jetzt tust du natürlich Angriff tröten. Oder was auch immer. So. So. Guti. Jetzt gehen wir auf Angriff über. So, jetzt gehst du hin und schießt auf den. Ja? Yep. Das macht wirklich Schaden. So. Jetzt testen wir mal weiter aus. Würde das da auch funktionieren? 152. Und hier, oh ja, ich mache lieber das da. Zack, zack. Naja, ging so. Aber hat Bluten zugefügt gekriegt, das ist immer gut. So, kannst du irgendwie... Kann man dir was helfen? Nee. Dann tu mal den da aufpowern. Weil ich nämlich die Vermutung habe, dass das dieser Sprungangriff ist, dass das vielleicht ein Fernkampfangriff ist. So, wir gucken mal kurz. Das bringt nix. Siehst du, da siehst du dieses Dingens da. Aber der da müsste was bringen. Oder?
Ja. Ein bisschen was. Ein bisschen was. Immerhin, ich bin halt sehr Fernkampflastig. So, passt. Oh, ja, das ist jetzt schlecht. Naja, aber er hat jetzt auch nicht so viel Schaden gemacht. Ich habe halt mehr Angst, dass er sich jetzt gleich wieder verkrümelt. Da habe ich gerade ein bisschen Schiss vor. So. I'm busy. Ja. Er ist busy. Ein bisschen langsam ist er. Komm mal her. Nimm mal so ein Blatt. Und dieses Mal selbst essen, bitte. So, dass er mal ordentlich Schaden macht, der Kollege, weil er ist mein einziger Fernkämpfer. I'm busy. Ja, ja, ich weiß. So. So. Genau. Dann weiter geht's mit dir. Das bringt nix. Das da bringt nix. Das da bringt nix. Bringt hier alles nix? Okay, dann müssen wir uns auf dich verlassen. Du hast doch bestimmt, das ist doch bestimmt ein Mega-Move, der nichts bringt. Nun. Das ist ein bisschen doof. Schade eigentlich, oder? Gut, dann würde ich mal sagen, wir stellen dich hier hin. Nah dran, einfach nur. Wollen wir ein bisschen was auf den drauf werfen? Nee, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Dann bleibst du halt hier einfach stehen. Dann bleibst du stehen und siehst gut aus. Gilt auch für dich. Komm, ich probier mal. So, ich kann es nicht mal auswählen, weil es nichts bringt. Okay. So, und... Okay. Mann, fällt mir eben gerade ein. Wir haben doch Rhythmusketten. Vielleicht bringen die was. Da war doch eben was. Ich hab's doch gesehen. Da, das bringt ein bisschen was. Ja gut, machen wir das. Das bringt sogar sehr viel. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Wie viel hast du denn noch? 160. Ja, nee, ist... Oh, ich habe hier noch nichts gemacht. Ja gut, dann zieh den mal her. Oder, was ist das? Einzelziel Nahkampfheilung. Ja, das ist ja auf mich. Ja gut, dann ziehen wir ihn halt her. Aber er lässt sich ja gar nicht ziehen, glaube ich. Holla! Jetzt hat er fast keine Energie mehr. Sehe ich das richtig? Wie viel Energie hat er noch? 15? 15? Da investiere ich vielleicht mal eine Sprengmuschel. Tada! Weg ist er. Sieg. Mann! Schön. Schön, schön, schön. Sequencer oder Sequencer-Rune. Fügt die Hälfte der aktuellen maximalen Combo als zusätzlich verursachten Prozentschaden hinzu. Derzeit 3%. Und ja, da wieder ein paar Fallen. Das haben wir ja gerne. So. Level up jemand? Keiner? Schade. So, gut. Dann haben wir den Dschungel auch geschafft. Und diesmal wart ihr sogar dabei. Ja, hab gerade nochmal geguckt, ob ihr auch wirklich noch dabei seid. Sound ist auch noch da. Ist ja alles gut gelaufen dieses Mal. So, sehr schön. Gefällt mir. Läuft gut. Ich habe ja extra den Dschungel genommen, weil ihr den noch nicht gesehen habt. Und weil ich für den nicht ausgerüstet bin. Ich bin halt kein Fernkämpfer. Wenn man den Bogenschütze und die Rhythmuswirkerin dabei hat, da planierst du den Drachen. Der kommt gar nicht zu irgendwas. Aber wenn man halt nur einen Fernkämpfer hat und der Rest nur so... Hat ja aber funktioniert. Hat ja funktioniert, weil ich nämlich... Ne? Ich hab's nicht nur hier, ich hab's auch da. Verstehst du? Gut, ich verstehe es selbst nicht. Alles klar. Lass mal gucken, was der Onkel hier anzubieten hat. So, die Fangschrecke kannst du dir sonst wo hinstecken, die will ich nicht. Angriffe, nein. Komm, neu auswürfeln. Oh, der ist praktisch.
Den kaufe ich mir. Und dann kaufe ich mir für den Rest Sprengmuscheln und Rauschblätter und ganz viel Wurmfallen. Oder auch nicht. Hätte ich mir besser keine Rauschblätter gekauft. Ja, so ist es halt. So, ich kann doch aber Schmuckstücke neu würfeln. So, jetzt aufpassen. Dass ich nicht das Falsche auswähle. Die da. Das da. Und den da. Oder doch besser den da. Den da. So. Bestätigen. Was ist das? Schmerzstachel. 10%, also plus 10% kritische Chance und kritischer Schaden. Beides sogar. Der Prozentsatz erhöht sich um 10% für jede erlittene Verletzung. Wird beim Tod oder beim Entfernen aus der aktuellen Einheit zurückgesetzt. Boah. Kann man mal machen, aber... Ja, ich bin da hier sehr konservativ, was sowas angeht. Ich habe gern ordentlich HP und ich mache gern Schaden. Aber HP, also Energie zu haben oder Abwehr, ist mir wichtiger als Schaden. Denn es bringt dir nicht viel, wenn du zwar Gegner mit 2 Treffern platt machst, die dich aber mit einem. Und da hau ich lieber zweimal auf den Gegner und halt dafür 5 aus. So sieht's nämlich aus. Habe ich noch 3 Stück, die ich loswerden will? Ja, das da zum Beispiel. Können wir machen? Machen wir, oder? Ja, aber eigentlich ist das... Bringen sich die Abklingzeiten ihrer Fähigkeiten... Ja, egal. So, jetzt nochmal gucken. Ja, bestätigen. Das Spiel will mich picken. Ernsthaft jetzt. Jetzt krieg ich den schon wieder. Lass mal gut sein. Nee. Das machen wir nimmer. Das machen wir nimmer. Da habe ich einmal bin ich drauf reingefallen, wo ich dumm Zeug damit gemacht habe. So, ich will das da unten freischalten, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Schrein der Besserung, okay. So, jetzt gehen wir wieder Rhythmusketten schmieden. Und wir haben... Ich will hoffen, dass es funktioniert, ja? Keine Ahnung. Ich probiere mal die da. Und zwar... Sowas wie Schaden hätte ich gerne, ja? Ah, 60 Schaden ist nicht viel. Halt. Was mit ihm hier? Mal gucken. Minus erlittener Schaden. Und hier. Wie wäre denn das da? Und danach weniger erlittener Schaden. 8 Heilung. Plus 62 kritische Chance. Und das Ganze natürlich auf mich anwenden jeweils. Also auf den. So. Okay, probieren wir. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich glaube es nämlich nicht. Komisch. Wie kann das sein, dass ich plötzlich so schlecht bin? Mag das am Spiel liegen? Niemals. Nein. Das liegt doch nicht am Spiel. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das 100 Mal zu wiederholen, weißt du? Deshalb, ja, lass gut sein. Das Spiel ist jetzt wieder auf, nö, Rhythmusketten funktionieren gerade nicht. Da kannst du es 10-mal probieren. Vergiss es. Ist in Ordnung. Wir gehen mal gucken hier. Wir wählen das nächste Biom. Schwarzen Berge. Rein damit. Also gut, wenn alles gut geht, wird das unsere letzte Reise in die Berge sein. Hast du neue Informationen für uns, Cembe? Der Kampf hat ein Crescendo erreicht. Ich habe gespürt, dass die beiden anderen Formen von Baratep in einem geschwächten Zustand sind. Ein Rhythmus der Warnung. Ihr werdet euch einer dritten Form gegenübersehen. Ach, wer hätte das gedacht? Erschlagt sie und Mutter wird sich um den Rest kümmern. Ja, klingt nicht allzu schwierig. Habe ich mir eigentlich auch gerade gedacht. Lass uns zur Sache kommen. Also die ersten beiden, die waren ja Fallobst quasi. Die haben wir ja weggebämst wie nix. Okay. Und auf ein neues. Eine dritte Gestalt erwartet uns. Vergessen wir das nicht und bereiten uns darauf vor.
Schließt euch mir an. Oh, kommen werden wir. Dich holen. Los geht's. Alles klar. Sag ich mal her, was kriegt man denn Feines? Rujubi-Blätter und Genesungssalbe. Habe ich alles noch, glaube ich. Rujubi-Blätter ein bisschen weniger, aber Genesungssalbe habe ich noch sehr viel. So. Und jetzt pass auf. Erstmal, okay, das ist das komplette Ding. Da hinten ist schon der Endboss. Also zuallererst mal, wir werden dieses Mal versuchen, so wenig wie möglich zu kämpfen. 1, 2, 3. 3 Kämpfe. 1, 2, 3, 4 Kämpfe. Okay. Wir werden links herumgehen und versuchen, so wenig wie möglich zu kämpfen. Aus dem ganz einfachen Grund, wir sind quasi voll aufgepowert. Wir müssen auch fast nicht unsere Ultimates aufpowern. Und deshalb werden wir versuchen, so wenig wie möglich zu kämpfen. Aber heute ist es genug mit Kämpfen. Morgen geht's hier weiter. Bleibt gemütlich. Kräftig. Muskulös.